Want Jesus in die tijd kon heilen, nu wat ik je vraag, kon hij van jou heilen? Kon hij morgen heilen? Hij door opmerking bij Johannes kapitel 5. Dus een zeer wichtige vrouw, wat daaruit kwam. En die vrouw heb ik zo opgesteld als mijn titel voor vandaag. En dat is die vrouw. Was du geheild worden? En dat is interessant. Nu wil ik nog een vrouw stellen. Wer van jullie hiermee als zeer krank geweest? Ik wil jullie hond zijn. Wer is moet zeer krank geweest? Zo krank, je dachten je worden bloos sterben. Een paar van jullie niet. Aber, waarom zijn je hier? Waarom zijn je nog helemaal levendig? God is ons heiler. Dat eerste leid wat we zijn vandaag, dat woord wie du bent. Kun je dat zijn? Oder dat je bloos zingen, wie andere mensen zingen? Du in dat eerste leid, dat we dat ene woord, God is ons heiler. Die is de jansia, wat ons kan heilen. En ik wil de woord zijn, alle mensen op de ganze Welt zijn krank. Niet alle van de physische, aber das geistliche, die sind alle krank. Die sind alle zindlich. Alle Menschen haben gesündigt. Und in den Tagen, wo ich ganz klar und frei sein, wir sind alle krank. Und wie uns fehlt dort alle, dass Gott uns hart heilen wird. Nicht so? Und so von der, hier ist eine sehr interessante Geschichte. Einige Prediger, oder einige Menschen, die dann predigen, dann sagen sie, das ist mein ganz beste Part von der Bibel. Aber ich will sagen, kriegen dann wirklich das Aufmerken da, das ist mein Beste. Bis das ganze Buch von fern bis hin ist das Beste. Bis das Gott sein wird. So, dann wollen wir mal durchgehen. Das ist eine Geschichte. Sie geht viel mal über gehen. Und ich glaube, das ist noch ein Teil, wo ich nicht ganz verstehen. Einmal, wo ihr lest, und dann habe ich gedacht, aber ich kann das nicht verstehen. Ich weiß nicht, was das hier sein wird. Einmal so gefällt, das ist einzig, was es steht. Aber dann muss er bloß noch einmal das lesen, und vielleicht noch einmal, und wenn das noch nicht wird, beten. Vielleicht Gott fragen, Gott, ich kann das nicht verstehen. Halt mir doch, ich kann verstehen. So, dann wollte ich diese Geschichte schön mal mit dir lesen. Und dann wollen wir ein bisschen von vertellen. In Johannes Kapitel 5, wo ich der Anfang von dem ersten Vers, bis 18, so dann langsam wollen wir so durchgehen. Aus dit ever wir hatten die Juden ein Fast. Und Jesus ging auch nach Jerusalem. Nu, als du in Jerusalem dicht beim Schubsport ein Wuter, dort in Aramäisch Bethesda genannt wird. Am dort Wuter sind 5 Gedakia verleben. Hier lagen ein Schaf Kranke, Blinge, Lume und gelähmte Menschen, die nur lüden, dass das Wuter sich bewegen soll. Dann ein Engel kam, zu der gewissen Zeit darauf, und bewegt das Wuter. Und wer dort erste in den stieg, den sich das Wuter bewegt, wann sich das Wuter bewegen, wird dann gesund. Von was immer seine Krankheit wir. Nu wird du ein Mann, der du all 38 Jahre krank gelegen hat.
Als Jesus dem doorlegen zag en merkt dat hij door al zo lang gelegen had, vroeg hij hem of hij wil gezond worden. De kranke man zei zu ihm, Herr, ich habe keinen Mensch, der mir in dat Water hineinhelpt. Wenn dat Water sich bewegt und während ich komme, sticht immer ein anderer vor mir hinein. Jesus zei zu ihm, steh ab, nimm dein Bad und geh. Der Mann wird plötzlich gesund, nahm sein Bad und ging. Und das passiert am Sabbat. Darum sagen die Juden, zu denen, die gesund geworden wären, dass es der Sabbat, dass es nicht reicht, dass du dein Bad tragst. Er sagt zu ihnen, der mir gesund macht, sagt zu mir, nimm dein Bad und geh. Dann fragen sie ihn, wer ist der Mann, der die sagt, nimm dein Bad und geh. Aber der geheilt wird, weiß nicht, wer dort wir. Dann durch wir so viel Volk an den Platz, und Jesus hat sich wachgebracht. Nun her fängt Jesus am im Tempel und sagt zu ihm, guck mal, du bist gesund geworden. Dann sind nicht mehr, dass die nicht, was eure trifft. Der Mensch verleiht und sagt die Juden, dass Jesus wir, der am gesund gemacht hat. Weil Jesus das am Sabbat getan hat, stunden die Juden am nun Leben und versuchten am Tod zu machen. Jesus aber sagte an, mein Vater ist bald von Tag den Tag an der Arbeit. Und so sehe ich auch an der Arbeit. Darum versuchten die Juden noch so viel mehr am Tod zu machen, nicht bloß weil er den Sabbat gebrochen hat, aber weil er sieht, Gott sein Vater wir und sich selbst Gott gleichgestellt. Himmlische Vater, wir kommen für dich. Oh, wie weit dass du bist hier mit uns mit. Der Heilige Geist ist hier mit uns mit. Help uns, dass wir verstehen können, was du uns was von dir vertrauen, was du uns was von dir sagst. Help uns, dass wir uns hart aufmerken, dass wir unsere Ohren aufmerken, dass wir das klar verstehen können, was du uns was sagen von dir. Ich weiß nicht, was hier Krieg passieren wird mit jeder einzelnen von diesen Menschen. Aber ich weiß, du weißt. Und ich weiß, du weißt, was du was sagst. Mach dein Wort so deep in das Hart anfallen, dass es kann, dort Hart heilen und frei machen. In Jesus' Namen bete ich. Amen. So dann, diese Geschichte, weil wir ein bisschen von vertrauen. Nou, hier was mijn blad. Ik heb hier terechtgesteld, wat het hier wordt zijn, dat ik net geen trouble wordt hebben met je, dat je wordt blijven acteren. Zij, je fijne redner, ik heb allemaal alles fijn organisiert. En immer eenmaal, als dat hier weggevallen, had dat deze verbazeld. Ah, hier ist es. Entschuldige mich ein bisschen. Ich dachte, ich würde durchhängen verbessert haben. Nicht von mir ein bisschen unterschreiten. Aber, willst du diese Schrift hier gelesen haben, ich ein bisschen erklären will, was hier passiert, würde ich gleich ein klein bisschen was zu verab sein.
Ich weiß nicht, wie viel je kann dann von dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Du wir eine Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Die sagen, dass wir in 400 Jahren, wo du ganz still wirst. Du wirst kein Prophet, Gott redet nicht, du wirst ganz still. Bis vor dort werden nur viele Propheten, die einmal kamen und sagen zu den Menschen, die sollen sich bekehren, die sollen von der Sünden weichtreten und zu Gott kommen. Es werden viele Propheten, die dann kamen. Aber einmal werden nur 400 Jahre, wird ganz still. Wer von hier wird gerade verstehen, wie viel Zeit das ist? Kann wir 400 Jahre leben? Nee. Keiner von uns weiß nicht, wie lange das ist, aber das ist eine lange Zeit. 400 Jahre. Dann wie das Neue Testament anfängt. Das ist Dezember, wo wir Weihnachten haben. Und einmal denke ich so, viele Menschen verstehen gar nicht, was Weihnachten ist. Aber was ich sagen will, die 400 Jahre, wo das so still war, nahm einmal passiert wird. Gott kam in diese Welt aus einem kleinen, armen Baby. Und dort ist ans Weihnachten. Gott kam vom Himmel aus einem kleinen Baby. Jesus kam in diese Welt, alle Menschen frei zu machen. Die, die worden glauben an ihm, wird frei gemacht worden. Und wie Jesus gerade war, fing er an, verschiedene Dinge zu tun. Und wie wir hier mit dieser Geschichte anfangen, dann weit wir all werden, was er getan, was er all getan hat, was er Wunder. Und das ist ein von den interessanten Wunder. Na, nu will ich auch noch was fragen. Wer von euch hat mal einen falschen Glauben gehabt? Du musst weg sein, wenn du eine schwarze Karte für dir an das. Nu wird die ganz Angst. Was soll damit was passiert? Haben mal irgendwas so gedacht? Oder geglaubt? Glaubt das nicht mehr, das geht so. Das ist alles vorbei. Aber weißt du, du sagst einen Teil seiner Dinge. Dann glaube an irgendwas Wort. Und das würde passieren. Und ich sage von das, weil die Menschen, die in dieser Zeit leben, die haben einen Teil seiner Dinge aus dort. Weil ich noch ein bisschen mehr Zeit, um das ein bisschen mehr studieren. Wie wird das interessant? Wo kann das sein, dass wenn das Wutter dort moven dass dort können wir ihm heilen? Aber wie gesagt, mehr studieren, fange ich an, Menschen in der Zeit, die glaubten bloß, dass wir ein falscher Glauben, die glaubten bloß, dass dort Wutter wird an heilen. Aber wenn wir ein bisschen wieder ankicken, wie dort ein falscher Glauben. Weil hier sagt dort, in der steht, du wir fünf Standards mit einem Dach. Ich weiß nicht, ob wir das ein bisschen ans Kopf anstellen, wo das wird looten. Aber wenn ich dann ein bisschen da bekicken, wie dort ein bisschen nur große steht, und das sagt auch, nicht in der Schrift, aber das sagt, wir mehrere Kranke. Das sagt nicht 20 oder 30 oder 100 oder whatever. Du wirst mehrere Kranke, die sich durch rumlegen. Und Lüden, dort wo sich moven, und dort die wollen proben, durch Schwinden anzugehen, dass sie wollen geheilt werden. Ich fand es, einzig was dort haben, viel mehr gesteht, die ich habe verstehen kann, seien unsere, dass wir
wie 100 oder so kranke Menschen, die sich daran legen. Wie 100 stark. Und dann sagt der Doktor, du wirst ein Schubspurt. Interessant, nicht? Wir lesen nur bloß dann bloß für den Tag. Doch wie ein bisschen interessant. Wie es in Jerusalem, du hast eine Wohnraum, weißt? Dann sind da verschiedenste Porten und verschiedenste Städte, wo die Menschen dann können ankommen, nach Jerusalem. Aber diese Port wie ein bisschen wichtig. Wie steigt der Port, kam der Schub, wurde dann worden, dort gemerkt, aus einem Sacrifice wie den Tempel. Du weißt, wie dort, der Port, wie dort genannt, der Schubsport. Willst in der Zeit, Jesus wird noch nicht gestorben. Willst Jesus wie der Opfer, wo du für uns gestorben bist. In der Zeit, in dem Alten Testament, da sie noch einmal einen Schub schlachten und verbrennen und alles so steht, um die Sünden bloß totdagen, nicht wegnehmen, bloß die Sünden totdagen. Ich weiß nicht, so das kann verstehen. Wie es all dort Blut von den Tieren, die dann sterben in dem Alten Testament, die nicht die Sünden wegnehmen. Gott hat uns versprochen, er würde eins schauen, nach einer Zeit, und dort wird dann Jesus sein. Dort wird dann der reichschuldige Schub, wo du dann wird für uns sterben. Kann ihr dort verstehen, so weit? So, das Schubspurt, und dort wird da, und all die kranken Menschen. Dort sagt hier, du wir ein Forst. Und dann fange ich ein bisschen mal an zu finden, was von Forst dort wir, können ich nicht utfinden. Wisst nicht, ich kann nicht finden, was kriegt was von Forst, sie holen da in diese Zeit. Kam Jesus nach Jerusalem. Jesus kam dahin, aber das ist noch mehr, wie das wichtig ist, wieder verstehen dann. Johannes, dort Buch, ist ein von den 4 ersten Büchern in dem Neuen Testament. Matthäus, Markus, und Lukas und Johannes. Das wisst ihr vielleicht auch. Wer konnte Bücher von der Bibel ganz auswendig? Bloß eine Person. Ich glaube, ich will mal anfangen, Motto sprechen. Der Bücher auswendig lernen. Du hast brauchen Leute, einer konnte ein Leid singen mit dem Alten Testament und mit dem Neuen Testament. Anyway, der erste 4 Bücher, und das ist wichtig, du wirst sagen, mit das alles, mit dieser Geschichte. Matthäus, Markus und Lukas, die werden sehr überein, so sei die Geschichten vertalen von Jesus. Die werden sehr überein. Aber Johannes wird ein bisschen anders. Johannes, der will, was der will haben, der wird sein Buch lesen, der wird so klar verstehen, dass Jesus der Heiland wird, dass Jesus dort schuf wird, was hier in diese Welt gekommen wird, was unsere Sünden kein wegzunehmen. Johannes wirklich will dort haben, dass alle Menschen auf der ganzen Welt dort würden verstehen. Und du weißt, wie Johannes das geschrieben hat, jeder Geschichte, was der gewählt hat, in seinem Buch, haben sehr tiefe Meinung. Es sei, weil Menschen dort lernen, dass Jesus der ist, was der Heiland ist. Und in dem Port, hier sagen wir, dass Jesus ist der, was heilen kann. Weil Jesus ist Gott. Jesus, Gott, der Führer, der Sehen und der Heilige Geist. Das sind 3, aber das sind alle eins. Ich hoffe, wir glauben dort zu stehen. Ist das, was die Bibel sagt. Nicht, was Guillermo glaubt, aber das, was die Bibel sagt. Gott, der Führer, der Sohn und der Heilige Geist. Und hier vertellen wir von den Jesus. Den Jesus, wo du dann hinkommst, wo all die Kranken werden. Das ist sehr interessant.
Waarom ging Jesus al die andere Kranken voorbij en na maar eenmaal funkte den man, wat al 38 jaar krank was, wie aan door je leen had. Wer ist hier 38? Keine 38? Ich sehe mal ein bisschen neugierig. Einer ist 38. Oh, 2 Stück. Ich will auch einmal 38. So, dan vond ik me een beetje meer uit in die tijd. Zoals ik dat ving deed, wie in 35 jaar, 36 jaar, wie al dat leven meeste eng voor wesse mensen, voor die mensen in die tijd. Kan je me verstaan? Nu in Canada, ik leef zijn dat bij 78, je weinig 78 jaar wat mensen leven doen. Dat is al zo weit. In andere landen is dat weniger. Maar ik vond uit in deze tijd, bij 36 jaar, dan weer einer al zo oud, dan zal einer al sterven. Dit man wat je leren had, dat weer al 38 jaar. So dan kan we zeggen, dat we een zeer oude man, dat we al, als recht gezegd, had al zult gestorven zijn. Kan je me verstaan? So dit man, der heeft het met zijn ganze leven door je leren. Nee, zoals ik al zei, Jezus ging naar deze man. En dan kwam hij nog aan. Maar die man, die kan Jezus niet. Die wist niets van de Bibel. Die wist niets van God. Die man, die was dal. Die was bloß ontevreden. Die was niet dankbaar in zijn leven. En die grunzt dan bloß ernoor. Komt Jezus nog aan. En zegt Jezus aan deze vrouw. Vraagt Jezus, deze vrouw. Was du je heil voor? Kon Jezus dat niet weten? Jezus wist dat al. Jezus wist dat hij dat al zo lang geleden had. Hij braucht keine antwoord. Maar Jezus wil den man vrouw. En hij vroeg aan. Was du je zond voor? Weet je nog wat de Ola zei? Opa, ik zie bloos hier en wanneer dat wordt als ik move, en dan probeer ik me door hand te brengen, en dan wanneer ik kon dichtbij zijn, en dan komt een andere voor me en kon ik toen niet naar. De grunst. Ik wil dan zeggen, hij weer een grunstap. En Jezus zei dan tot hem, stu op, neem die bad en go. Ha! Ik wonder, wanneer ik die man weer, en ik weer 38 jaar krank was, ik wist niet meer waar het ging, gaan. Ik verstond het niet meer. Kan je weten wat ik hier meen? Dit is zeer wichtig. Nu zegt Jezus, en die man, die kan Jezus niet, die wist niet van waar deze man herkwam. Maar eenmaal zegt einer zu ihm, hij soll abstehen, in zijn bad nemen en gaan. En dat zegt hij ganz klar. Plötzlich wird er gesund. En door zijn we God zijn kracht, wist Jezus weer God. En die kracht, die was zo sterk, dat die man, die was door al 38 jaar krank, die stond op. Want we worden hier bewezen. Ik geloof, we worden alle ans Müll. Ze staat. Ik kan dat niet geloven. Dat is niet mogelijk. Ik had den man al voor 38 jaar gezien. Alle mensen wisten dat. Maar als Johannes deze Geschichte wählen deed,
der will was sehr wichtig wissen. Dort Menschen dort würden sein, ganz klar, dort Jesus Gott wir als der Heiler. Und so ja dann wieder, dann fingen wir an, dass die Juden, wo du dann sollen raschelig Gottes sein Volk sein, wo du dachten, sie wären der Beste, sie verstehen die Schrift, sie wären der Lehrer. Die haben Gesetze, in großen Klappen Gesetze. Und die haben ein Gesetz, und Sabbat sollen sie nicht tun, nicht Müll und Bad abheben und drehen. Und nu wie hier des Mann, Jesus, der hat gesagt, dass diesen anderen Mann, er soll abstehen und sein Bad nehmen und gehen. Dort wir uns Sabbat. Nu werden die Juden ganz toll. Nu wollen sie noch toller Jesus sehen, dort zu merken. Bis Jesus, wie er hier angekommen, nur der steht, und der alles erreicht. So sahen die Juden dort an. Aber Jesus war ganz gemütlich. Er hat ihm geheilt. Und du wirst dann ein Teil Menschen. Und Jesus brachte sich dann bloß wieder und ging unterwegs hin. Und kam die Juden nur den Mann. Wie abgestunden hat sie im Bad und ging durch dann weg. Und sahen die Juden dort. Und die Juden wissen, dass das Mann, der wir der Kranker, aber der wir hier sind geworden. Der können nicht verstehen. Dann frühen die Juden, der Lehrer, diesen Mann, was er geheilt wird. Wer wir dort, was zu dir gesagt hat, dass du sollst den Bad abheben in Gun und Sabbat. Weißt du, der Mann sagt, was er geheilt wird? Ich weiß nicht mehr. Ich kann nicht gleich. Ich weiß nicht, wer das wir. Alles, was ich weiß, ist, der hat mich geheilt. Und da wird es interessant. Und dann steht Luther, sei wir durch, dass Jesus nun Tempel kam, in der Mann, der wir durch. Ich bin im Tempel. Und dann sagt Jesus den Mann durch. Und sagt Jesus zu ihm, es kann sein, dass du bist geheilt. Und der Mann wird an, dass dort wird der Jansia, was ihm geheilt hat. Und dort, wo er dort antwortet, der Kranke, was er nicht mehr krank wird, dort Jesus wieder Jansia, dort ihm geheilt hat. Und ich wundere, und ich frage mich im Reich, hat der alle Mann sich dort verdient, dass Jesus an soll gesund werden? Wir würden vielleicht sagen, nee, der hat sich dort nicht verdient. Wisst ihr, wir, wenn wir noch ein bisschen mehr lesen, dann fingen wir dort den Mann, der dort letztes von der Doll wird, der wir bloß mutlos und nicht dankbar, und der wir raschelig bloß ein Grünst haben. Ein Grünst haben. Kann ich noch, wo wir das dann sagen. Und das Mann wird geheilt. Und dass wir Gott seine Kraft, oder am geheilt hat. Und dann sagt Jesus, was sehr interessant zu diesem Mann. Sagt er, Gu, lebe dein Leben in Sinn nicht mehr. Dort nicht wird euret was passieren zu die, was du gehört hast. So Jesus spricht am Motto, dass er soll sein Leben ändern. Und ab hier mit Sinnen. Was immer der dann gesinnigt hat, er kann doch nicht krank sein. Das sage ich nicht ganz klar. Aber du denkst, weiß ich, dass der Mann hat viele Sünden getan. Gerade nur, wenn er krank wird. Ich weiß nicht, wenn ich krank sehe, dann sehe ich schwach,
En ze is moedeloos. En word ik zo leicht dal. En zo, alle zo'n dingen die komen dan. Wanneer einer krank is, dan is dat niet zo fijn met het leven. Is het niet zo? Maar wer gleich krank zu sein? Er glaubt keiner. Und hier ist das Jesus, der sagt von dir, kriegt von dir, von des Morgens, der sagt, jeder einzelne von uns, der sagt dit, ich sie dien heiler. Ich will dien Hort heil. Ook maar ich dien Körper, wenn du krank bist, ich kann die von dir auch heilen. Waarom kan ik dat zeggen? Zo zeg ik, wie zeg hier de vijfmaal weer, dan vertel ik je van een vers. Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en ook morgen. En voor immer. Want Jezus in die tijd kon heilen, nu wil ik je vragen, kon hij vandaag heilen? Kon hij morgen heilen? Ja, weil hij dezelfde is. De ändert gleich. Das große Gott, der sein Sohn diese Welt geschickt hat. Und hat seine Leib bewiesen. Und ich wundere manchmal, warum der Jesus nicht all die Kranken gesund machen. Aber das ist egal sei. Du wirst eine Botschaft immer, dass Menschen dort wird sein. Und ich weiß genau, die Menschen, die den Mann gekannt haben, Horden in der Zeit, die wurden like sehr gefragt haben, was ist hier angegangen? Und vielleicht dadurch werden du vielleicht auch mehr Menschen, die nur Jesus kamen und empfangen Vergebnis und waren auch geheilt. Wir wissen, dass Jesus hat viele Menschen geheilt. Von den Augen, von den Ohren, und den Körper. Und das Beste, das Wichtigste, Horten. Der Hort wird geheilt. So, ich will noch für uns beten. Ich weiß, wir sind vielleicht nicht wie bei den einen. Ich kann auch nicht gleich, ihr wisst, was das wäre. But anyway. Ich weiß hier, man diese Gruppe, krieg hier von der Samarias. Vielleicht wundert ihr vielleicht, aus Gott jünt auch kann heilen. Vielleicht im Physischen, den Körper, oder vielleicht das Hort, als ganz hart, so ist ein Stein. Das selbe Jesus, der will dort hart, wegmerken, reinwaschen mit das Blut und Frieden schenken. Der Duim sagt zu mir, ich soll die Bibel lesen. Kan je nog denken? De Bibel lesen. Kan je alle zeggen, Bibel lesen? Ja. En dan werd Hans dan ook stemmen met je hand. De Bibel lesen, de eerste, de duim, wijst naar mij, waar we de Bibel lezen. En des vinger, die wijst dan naar haar. Dat je vinger zo stuk naar haar wijzen. Die zegt, waar we God aanbeden. Waar we aan danken, waar we aan vreden verhelpen, die wil met ons vertalen. De Bibel lezen, wat zijn, alle top, Bibel lezen en beden. God aanbeden. De derde vinger, dat is een weg, ja, we zullen ook gehoorzaam zijn. Wanneer we de Bibel lezen en we dat aber niet gehoorzaam zijn, dan schafft het niet. Dan moeten we wieder gehoorzaam zijn. Wanneer de Bibel zegt, doe niet meer stil, nicht mehr still. Doe niet meer alleen, doe niet meer alleen. En zo wieder. Doe niet meer de zinden. De andere, deze zegt hier, goed naar de kerk. Nu zo'n kerk, wo de Bibel wordt gepredigt. Wo God zijn woord wordt gepredigt. So sei alle tot met mij. De Bibel lezen, God aanbeden, gehoorzaam zijn, de kerk voeren. En de laatste, dat is een beetje klein, en eindelijk wie je het daarvan, zegt de Bibel tot ons ganz klar, we zullen dat zeugnis wat we nu hebben, mitteilen met anderen. So, nu wordt het ganz laatste, en nu moet ik nog een gebed hebben. Bibel lezen, ik kan je hier. Bibel lezen,
Gott aanbeden, gehoorzaam zijn, de kerk fahren, Aragon, krijgen en andere mensen vertellen. Okay? Die vingers zijn alle met je maat. Wat Gott heeft gezegd van jou, wil ik nog met je beten. Himmlische Vater, we komen fertig en we weten dat u hier met ons past. En du hast mij aangereed en ik hoop du hast ook anderen aangereed. En mag wat van dit diep in het hart aanvallen. Dat is een klein zoetje. En dat zoet wordt omvangen te wassen. Dank u voor jeder einzelne hier van jou. En du kannst in jeder einzelne van ons zijn. Krijgst du den man, die du zo krank weer voor 38 jaar. En du heilst hem. En zo was du ook van der und dag. Du kannst in jeder einzelne von uns sein. Und du wirst uns alle heil. In Jesus' Namen. Amen. Mag Gott ihn segnen.